Ja. Geht da was? So, grüß Gott beieinander. Geht es die Woche doch noch aus, spontan einen Stream zu machen? Für das, dass ich eigentlich meine, dass ich nicht mehr online komme die Woche. Sag niemals nie. Lernen wir wieder draus. So. Mrs. Sam Crowell, jetzt hätte ich vor lauter Zocken bald einen Stream versammelt. Nein. Na, alles ist noch gar nichts passiert. Ich sag schon, du bist im Diablo-Fieber. Mr. Billinger, Mr. Boxer, Mr. Sigi. Grüß Gott. Alles fit bei euch. Wie geht's euch denn? Ich hoffe, es ist alles flauschig. An diesem Donnerstagabend. Ja? Direkt einmal eine ungewöhnliche Zeit für mich, einen Stream um 5:30 erst zum Wangen. Aber mein Weibe ist noch in München heute und morgen, beziehungsweise kommt morgen Mittag heim. Jetzt habe ich heute Abend ein wenig mehr Luft, sage ich mal. Jetzt habe ich den Stream einfach mal ein wenig später gemacht und ich habe am Nachmittag ohnehin ein wenig etwas zum Tag, also von daher hat ihm das schon passt. Dann haben wir so gedacht, hey, ins Fitnessstudio geht er heute nicht, machen wir einen Stream. Ich glaube, auf ganz entspannt ist das, glaube ich, keine schlechte Idee, zum Feierabend ein wenig Assassin's Creed zum Spielen. Habe ich gemeint. So, alter Falter, aber wir totally hooked again. Ja, ich muss mir's noch tatsächlich noch besorgen. Also, ich glaube, ich gebe dem Ganzen auch noch mehr Chance. Ich hoffe, du hast genug Messer dabei, ansonsten rufst einfach beim Herbert an. Der Herbert, der Mann der Messer ist der Herbert, ja, du hast recht. Sigi, du sagst ein Wort, aber ich glaube, der Ezio ist, was Messer angeht, glaube ich, auch ganz gut bestückt. Der Mann, der kann er mithalten. Ja, aber schauen wir mal. Flauschiger Feierabend, morgen noch, dann Wochenende. Mr. Boxer, genauso ist es. Morgen noch und dann ist Wochenende, aber morgen habe ich Spätschicht. Blöderweise. Also, na gut, dafür muss ich Sonntag nicht arbeiten. Ist auch mal schön. Ja? Aber ja, einen Tag noch, dann haben wir's wieder überstanden für die Woche. Schon wieder eine Woche näher an Weihnachten, schau. Was soll ich sagen? Da. Was ist Phase? Heute ist Assassin's Creed 2 wieder angesagt. Gut, was anderes kann ich jetzt auch nicht spielen, weil Naruto haben wir ja beendet am Dienstag. Dienstag haben wir Naruto beendet. Und ja, ich habe offstream die ganzen Aussichtstürme in San Gimignano noch erklommen. Ansonsten geht's nahtlos weiter. Ja? Geht's nahtlos weiter, wo wir Montag aufgehört haben. Werden wir noch den einen oder anderen die Pazzi-Bruder umstechen müssen, ja, weil da haben wir noch nicht alle erwischt. 2 Monate gehen uns noch ab auf der Map, plus die Hauptziele. Schauen wir mal, machen wir heute ganz entspannt. Heute machen wir wahrscheinlich auch wieder Assassinengrab, wenn wir in der Toskana fertig haben. Und wenn man nicht alles täuscht, kann man dann sogar noch, wenn es sich zeitlich gut hingeht, kann man sogar noch in Romania kommen. Ja? Schauen wir mal, wie weit wir kommen, dann sehen wir schon, würde ich sagen. Ja? Aber das wird eben schon. So. Jetzt direkt noch schnell luren. Wer habe ich dir? Grüß dich. Alles fit bei dir. So, na gut. Leute, dann meine ich, fangen wir an. Ich werde ungefähr bis halb 8 meine, werde ich am Durchziehen heute. Ich glaube, das ist eine entspannte Länge. Das meine passt einem dann schon, weil essen soll ich dann später auch noch irgendetwas und ich möchte jetzt spätestens, dass ich beim Bicki nicht so einen Feuermond habe. Ja? Ist ein wenig unflaschig. Toskana ist Liebe. War ich zwar tatsächlich selber noch nie, aber ja. Nimm mir jetzt einfach mal so hin. Beim Werbe ist alles fit, das freut mich zum Hören. Dann da ich sagen, fangen wir an. Mal ganz entspannt. So, jetzt passt so, warte, jetzt machen wir da erst einmal. Jetzt werden wir da erst einmal umswitchen. Das wird jetzt einmal mein Desktop wieder sein. Genau, das ist also. Shoutouts gehen aus an das mega Hintergrundbattle vom Rayquaza. Fällt mir brutal, das Ding.
So, dann machen wir da mal leise. Dragon Ball Z hat jetzt Pause. Und dann können wir eigentlich später abmachen. Ich hab mir jetzt wissentlich vorher schon mal eingeloggt, dass ich den Scheiß nicht schon wieder eingeben muss. Ich verstehe das sowieso nicht. Für was hat der PC eigentlich, was heißt, für was hat die Anwendung eigentlich eine Remember Me-Funktion, wenn es eh nicht funktioniert? Aber essen kann ich auch mal was. Ja, ich hab gehört, es ist, weiß ich nicht, das glaube ich war gestern in den Nachrichten, das soll gut zum Überleben sein. Hab ich mal gehört. Beidel und Ton haben wir, denke ich mal, ja. Wenn nicht, dann es wird schon schreien, wenn es nichts sagt. Nicht zu vergessen, das kleine Libell da in der Mitte. Ja, das ist bewusst, da gibt es mehrere so Hintergründe, also so Fanmade, sage ich mal, da wo die legendären bewusst überspitzt groß dargestellt werden. Die schauen aber richtig geil aus, gefällt mir richtig. Der Hintergrund ist mächtig, gefällt mir. Rayquaza Wallpaper hat eingegeben, Mr. Boxer, dann hast du den gleichen wie ich. So, der Nachmittag ist einfach schnipp weg. Ja, wenn man mal am Zocken ist, dann, das ist, eine Stunde ist da gar nichts. Ja? Ich kenne das selber. So, Freunde. Jetzt schaut's her. Was habe ich gemacht? Ich hab's eh schon erklärt. Ich habe im Endeffekt. Alter, das war ein wenig zu weit. Ich habe im Endeffekt nur die Map aufdeckt. Ja, mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe auch keine Nebenmissionen nicht gemacht, gar nichts. Ich bin auch schlichtweg einfach nicht dazugekommen, so gehen, wie es ist. Das heißt, wir können uns ganz in Ruhe die ganzen Missionen da anschauen. Ich hätte eigentlich gemeint, es sind 2, aber es ist scheinbar doch nur noch eine. Okay, ist auch recht. Ja, Story Progress ist heute auf alle Fälle groß geschrieben, da ich mal sagen. Ja, ich glaube, das passt. Und, wie gesagt, wir werden, wenn wir da alles erledigt haben, werden wir uns das Assassinengrab noch anschauen. Ja, toll. Was haben wir jetzt da? Moment. Muss ich schnell schauen. Ja gut, ist nicht so wichtig. Passt. Ich habe so einen Geheimtipp, Atmen soll gesund sein. Hab ich auch mal gehört. Ja. Atmen ist essentiell wichtig. Außer du bist der Fisch. Dann brauchst du es. Immer schnaufen Fisch eigentlich. Die wichtigste Frage. Aber gut. Ja. Dann schauen wir mal an, was da so geboten ist. Und ich habe den einen oder anderen Florin wieder in unser Villa gesteckt. Ja? Und den einen oder anderen Shop noch erweitert. Wie gesagt, das ist storytechnisch jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ohr. Da versammelt es nicht wirklich was. Das Wichtigste machen wir immer im Stream. Ich hätte zwar gehofft, dass da irgendwo ein Viertel steht, aber dem. Ah! Okay. Dann sollte ich einfach nur die Augen mal ein wenig mehr aufmachen. Dann darf es passen. Fisch brauchen auch Luft. Sie atmen ja über die Kiemen und können aus dem Wasser einen Sauerstoff filtern. Ah. Gut, das ist eigentlich traurig, dass ich als ehemaliger Angler das nicht weiß, aber gut, das ist wurscht. Für das haben wir einen Sigi. Der Sigi weiß alles. Außer das, was er nicht weiß. Aber das ist ja offensichtlich nicht so viel. So. Ah, das ist ein Mordsvilla, sage ich gerade. Und es gibt auch Fische, die kurz auftauen, um direkt Luft zum Atmen. Der Wal zum Beispiel. Das weiß sogar ich. Ne? So, irgendwo da ist er verbunden. Ja, genau, da schreit er schon. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Rein dänisch ist aber alles Säugetier, ja, das stimmt, das hast recht, Mr. Billinger. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Marius Söldnern überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Da gehst her. Da müssen wir auch ein stichhaltiges Argument vorbringen. Aha. Was hat sie jetzt für Volksfesttruppen? Achso, es geht's da mit mir mit. Okay, ja gut, dann schauen wir halt einmal. Gut, los. War jetzt eigentlich nicht mein Plan, aber gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da reinkommen.
Wir probieren es jetzt einmal einfach sneaky peaky, ja. Das wird zwar sowieso wieder massivst in die Hosen gehen. Ja, ja, probieren wir es einfach gar nicht erst. Da, auf ihn! Da laufen wir mal sauber 2 Wochen umeinander, so wie es ist. Ja, aber ich schön am Bugel aufschneiden, so ist es fein. Wo kämen denn die alle her? So bei Wochen kann er ja gar nicht haben, oder? Da ist er. Laju. Na, probier's einmal mit deinem Schwert. Alter, was hat der Wachen in der Villa? Das ist ja Wahnsinn. Ja, der ist hin. Also wenn der das überlebt, dann weiß ich es aber auch nicht, gell? Gut. Ja, gut. Dem einen Spitball nachgehauen, das passt ihm schon. Ah, da ist wieder... Den Abschaum habt ihr erledigt. Naja, im Gegensatz zu dir, weil du tust da nichts. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Erst mehr ganze Garnison als Wache umher. Das Tor öffnen. Ah, scheiß auf Tor öffnen, den stich hier so ab. Wo wir, den können wir sneaky peaky wo wir stehen. Hab ich's Gefühl. Müssen wir erst mal schauen, wo er ist. Gewarnt, Assassine! Ihr hättet besser zugehört! Ach, das ist er da unten, oder was? Tatsächlich. Kämen nichts mehr jetzt her. Haben die anderen jetzt auch triggert worden? Ich hab's gar nicht gesehen, glaube aber nicht. Da haust du auch mit zu. Dankeschön. Gut, nachdem die Truhe jetzt so schön unbewacht ist. So, wo ist jetzt der andere? Da unten geht er. Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Wo ist der jetzt? Da ist er. Ihr Templer. Easy. Ihr singt alle das gleiche Lied. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Jetzt hat er es ihm aber nicht mehr sagen können. Also jetzt geht er automatisch das Tor auf, oder was? Auch nicht schlecht. Und schon flink der Busch.
Ah, entwaffnen OP. Das sieht schwer aus. Ich sehe ihn dort! Kann es kaum erwarten, deine Därme in der Sonne dampfen zu sehen. Nö! Die Wache besteht scheinbar immer noch aus Landeiern. Aber woher? Direkt Klinge ins Gesicht, der haben wir gar nicht lange umeinander. So, jetzt habe ich es natürlich wieder geschafft, dass ich extremst gesucht werde. Das ist wieder sehr zauberhaft. Gut, anonym werden der wir schon irgendwie. So, wo ist jetzt mein Pferd? Da hat sie verzupft wahrscheinlich, oder wie? Ah, das meine ich, haben wir da irgendwo geparkt, oder? Ah, da ist. Wächst das da. War gar nicht so schwer. So, jetzt müssen wir erstmal anonym werden, Freunde, weil sonst geht da gar nichts. Ist das Tor jetzt... Ah, das ist offen, okay, nice. Ah, das war jetzt selten dämlich. Einfach... Gebührt mir, dem großen Assassinentöter. Ja, genau. Und was träumst du sonst da so? Ich will nicht sterben. What's up, Kabineri? Grüß dich. Du bist fast begehrter als eine günstige Wohnung in Minga. In Minga gibt's keine günstige Wohnung, das ist ja das. Du hättest gern Geld, unendlich viel Geld. Wie kommst du jetzt auf das? Wir hätten das nicht. So, jetzt passt auf. Jetzt müssen wir Stück für Stück schauen, dass wir anonym werden, ja? Anonym, Freunde. Wichtige Geschichte. Ja, ich sehe schon, das ist wieder irgendein Stickbrief, der wo wieder komplett fürs Licht ist, oder? Wahrscheinlich. Oh, da ist ein Zeuge. Den Zeuge, den nehmen wir jetzt einmal hops. Ja, dann. Gut, das war einfach. Und da hinten ist auch ein Stück das nehmen wir auch gleich mit. Du hast von Träumen gesprochen. Hab ich das? Ernsthaft? Was machst du hier? Da! Halt, Fotzen! So, wo ist der Stickbrief? Ab! Ab! Ich hab kein Geld. Ja, eigentlich hab ich schon Geld, aber... So, wieder anonym. Sehr gut. Ja, in Gutstamm 30 da, bitteschön. Das denken wir, dass das besser ist. Mozart, alles fit soweit. Alles Gucci. Wie schaut's denn da jetzt aus, Apothekenbedarf? Was haben wir da? Oh ja, da dürfen wir ein wenig auffrischen. Gift haben wir ja noch. Das kann man auch langsam mal zum Einsatz bringen. Ja, ich gehe ja schon. Chill der Ignierschein. It's a lie. Also Wurfmesser haben schon extremst OP. Oh, da müsste der Wertmark am Flauschknädel sein. Gleich, sofort. Ich mag erst noch wissen, was das für eine Hauptmission ist, was wir da jetzt machen müssen. Und dann kriegst du einen Flauschknädel. Was ist da oben? Da ist ein Augensymbol. Irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Ach, das ist das da oben gewesen wahrscheinlich, oder? Bei solchen Freunden, Jakob und die Pazi bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Machen wir gleich. Ah, halt das. Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe jetzt da ein Verb seine Nachricht und drunter ist das mit Flauschknädel gekommen. Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass du... Sorry. Ja, war ein langer Tag. Moment, Wifi, du kriegst deinen Flauschknädel. Das sind jetzt die 2.500, die du noch übergehabt hast von deinen 7,5.
Von deinen 75. Moment. Oh, Moment einmal, da müssen wir ja, jetzt passt so 8. Da müssen wir jetzt schnell umdisponieren. Ladies and Gentlemen. Ist Oberflauschnägel. Er hat eine Zipfelmützen auf. Das ist selbst, oder? Das schaut zauberhaft aus, oder? Mats, jetzt sagst du ausnahmsweise mal deine Ohren. Hm? Du brauchst nicht hinter dem Mikro verstecken. So schlimm ist jetzt. It's a Haifisch. Ja, da ist ein Haifisch verloren gegangen an ihm. Ja? Wenn man jetzt mal so macht, ja. Ja. Nein, mit der man den nicht verarschen. Das man nie im Leben tun. Ja? Das man mir nie tun. Okay. So. Aber heute ist er irgendwie nicht so auftrat. Ja? It's so fluffy. Der weiße Matze. Groß sind die zwei. Was die zwei? Die zwei was? Die zwei Ohren oder die zwei Gesichter? Er ist deutlich, er hat mehr Bart wie ich, ja? Gott sei Dank. Wenn ich so viel Bart hätte, um Gottes Willen. Das war nix. Wer macht sie? Ja. Er hat jetzt ausnahmsweise einmal nicht gefressen. Da hat Kicks ja so ein Talent dafür. Aber er Flauschknädel zum Requesten, wenn es beim Fressen hat. Ja? Er war gerade am Chillen. Ja? Gehen wir wieder in den Stall. Flauschknädel. So. Müsst ihr sie bürsteln? Ja, von Zeit zu Zeit auf jeden Fall. Also er auf alle Fälle. Sie nicht, sie hat nicht so dickes Fell, aber er schon. Wenn du die Ärmelzeilen nicht bürstelst, dann kriegt er irgendwann, dann wird das so filzig. So. Beziehungsweise bei ihm ist eher das Problem, wenn sie putzen, ja, das tun sie ja einfach jeden Tag mindestens 1 oder 2 Mal, dann frisst er so viel Haarbüschel mit. Ja, und das sorgt halt gerne mal dafür, dass er dann Durchfall kriegt. Jetzt nicht wegen dem Fressen, sondern einfach, weil er so viel Haar hat. Bei ihr ist das überhaupt kein Stress nicht. Im Vergleich. Hoppala, Moment. Sorry. Oha. Jetzt halt. Die zwei Flauschknädel. Ja, sie ist nicht ganz so groß. Sie ist eigentlich ungefähr, naja, ein bisschen mehr wie die Hälfte von ihm, sag ich jetzt einmal. Sie enjoyt es mittlerweile brutal. Sie ist da total stresslos. Er ist noch so in der Gewöhnungsphase, sage ich mal. Er ist halt doch ein Mann. Er steht nicht so auf Kosmetik, nicht auf Kosmetik. Wie nennt man denn das andere da? Pediküre? Nein, nicht Pediküre. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt müssen wir da erstmal. Nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Sigi, ich kann dir versichern, der Mats verliert mindestens so viel Haar wie der Hund. Mindestens. Wir haben ein Bürsten, jetzt nicht mit Borsten, sondern mehr so aus Gummi. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Ja, das, wie gesagt, er ist, da weiß man oft nicht so, wie er umgehen soll damit. Aber bei ihr, die ist total entspannt. Ich meine, er legt sie dann schon hin, beziehungsweise wir haben ihn ja dann im Arm, also im Schoß mehr oder weniger, dann er lässt es über sich ergehen. Ja, sagen wir es mal ja so. Aber ansonsten dann es ganz pflegeleicht. Also, was tust du mit so einem Hasel? Ja? Das Hasel sitzt halt in seinem Gehege, braucht was zum Fressen. Das ist halt das Wichtigste. Die müssen nicht jeden Tag permanent fressen können, weil die haben einen sehr empfindlichen Darm und der, wenn einmal leer wird, dann sterben sie. Und sie haben Glasknochen, also du sollst das am besten auch nicht fallen lassen. Die, wenn da also praktisch irgendwie so von Tischhöhe weg runterfallen, auf den Baum, dann brechen sie sich die Füße. So, nehmen wir uns ein paar Nutten mit.
glänzendes Willst du ein paar Lächeln. neue War das Stellen lernen? Amy? Oh, Dir mal abspeien. hat jemand mein Ding gesehen? So, wo gehen jetzt die hin? Ist die Frage. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Leute, Mrs. Semcrowife hat letztens eine Aussage gedroppt. Wenn sie 50 Follower beieinander hat, dann streamt. Also, followen. Und beim John Siege auch mal vorbeischauen. Ebenfalls ein bayerischer Streamer. Bitte, Dankeschön. Auch da gerne mal followen. Der dreht sich jetzt garantiert um. Gelungen, wenn nicht. So nicht. Ja, das ist klar, dass du jetzt mit deiner scheiß Dreckskiste, was auch immer da drin ist, genau einrennen möchtest. Das war eh klar. Stets zu Dienst. Ja, jetzt lassen wir die zwei. Aus welchem Holz die Waffen geschnitzt sind in diesem Nest. Gut, so geht's auch. Das Geschere ist halt, wenn du den einfach stur nachrennst, dann dreht er sich einfach um. Und dann hat's die. Du bist im Endeffekt, Brief erwähnte Venedig. bist im Endeffekt gefriert. Sind die Templer auch dort? Also Baum ist aber gut. Baum, Alter, der ist super zum Verstecken. Buonasera a voi. Der Mann kommt jetzt vorne an so ein Steady, wo ein wenig tricky ist. Der hätte ja sponsert Bevölkerung, ja, der hat's Geld. Der kann ruhig einmal was springen lassen. Ja, was ist mit Renk jetzt? Ah, das ist gut, dass ihr mit mir geht. Ah, die trampt mit um, okay. Highlander, habe ich dir. Grüß dich. Du dreh dich um mit deiner Strickhaum, weil. Brauchst nicht lang stinken jetzt. Geht sie jetzt alle da mit? Komm, ein wenig Zeit. Würde ich jetzt abhauen. Warum kommt der mir so Hey, wo ist der jetzt hin? Geht du die gar nicht so. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Nice. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Noch hat. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gute Reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz? Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Nein, Ja, so kann man's auch mal. nicht. Bitte nicht was.
Ich kann das klären. Nur Na, du nimmer. verschont mich. Nein. Gehoam B. Sufa BISD. Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass ihr uns folgt? Dass ich Ja, wer es gleich. nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Hört euch das nur an! Er hat... So. Herbert, merci dir für dein Resub im 5. Monat. Geheim super bist. Das heute 4 Gerücht. Super war ich nicht da. Herbert, danke dir. Weiterhin willkommen in der Basis-Gang und viel Spaß mit den Mods weiterhin. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. So, einfach mal straight alles entwaffnen. Ja, da suchen die Kleinen auf einmal das Weide, wenn man die Großen verhaut. Ein Fest für die Ratten heute Nacht. Au! Assassine vom Spieß. Ja, du bist am Spieß, du Trottel. Die Kills haben einfach was. Sollte man erlösen oder soll er noch ein wenig weiter stöhnen? Was meinst du nicht? Sollte man leiden lassen, meinst du? Was meinst du denn? Das ist zwar menschlich ein wenig verwerflich, aber ich meine, er hat ja schließlich uns auch leiden lassen, ha? Wie geht's denn gar nicht so? Den Speer kennen wir sein. Der hat, ich glaube, dass er der Stephen Hawking der Vergangenheit war, ja? Der hat in Zukunft so ein bisschen. Ja, der hat so ein wenig im Kopf gehabt, was er in der Zukunft sagen kann. Ja? Naja, jetzt aber. Request Card in Patsche. Price habe ich dir, Christi. Geh voran, Freund. Ohne Angst und ohne Last. Requiescat in Pace. Naja. Der hat's hinter sich. Jakob hat die Pazzi eliminieren. Hammer, Freunde! Sequenz 5 wird dann beendet. So, ich zock jetzt ein wenig Diablo 3. Der nächste! Mr. Billinger, viel Spaß. Ich werde mir's nachher noch holen. Spotty, grüß dich. Mahlzeit. Schönen guten Abend. Du hast gestern schon. Ja, stimmt. Ich habe aber in deinen Stream nicht schauen können, weil ich Tennis gespielt habe. Ah, sorry. Aber ich hab's gesehen, dass Diablo gespielt hast auf jeden Fall. Jetzt haben wir wieder in Florenz, glaube ich. Oder? Was ist das? Florenz. Der Hanna Bohr hat angewichst. Ja, ich jetzt auch! Ich muss mir's nur noch. Ich hab nur heute nicht mehr gewusst, was für ein Launcher das ist, ja? Es gibt eine kostenlose Testversion. Ja, wenn dann gleich ein ins Viech. Ja? Ich brauche halt dann, wie gesagt, haben wir schon geschmatzt, dann nur bei Zeiten einmal jemanden, der wo man da mal ein bisschen unter die Arme greift, weil ich bei Diablo überhaupt keinen Plan nicht habe. Ich werde sehr gleich in Diablo hinsetzen. Blutsakrament, so viel Leid. So. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia.
La Bella Dann muss Venezia. euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Sehr schön. Medici-Umhang erhalten. Schaut ein wenig anders aus. Ich habe in Lord of Destruction seinerzeit gefühlt alle Stunden gehabt. Ich bin kalt. War jetzt Lord of Destruction... Na, Reaper of Souls, meine ich, war das DLC vom 3er, oder? So, Freunde, bevor wir da jetzt aber weiter tun, wir haben noch ein Assassinengrab, ja? Sollen wir Assassinengrab machen? Was hält man davon? Assassinengrab, ja oder nein? Ich verstehe die Frage nicht, aber... Nur der Vollständigkeit halber. War zweite Expansion, okay. Ja, ich hab, wie gesagt, ich hab noch nie Diablo gespielt, nur das 3 einmal ein paar Stunden. Ja, aber zu meiner Verteidigung, ich hab mir jetzt gestern ein Video angeschaut zu der ganzen Story ein wenig. Ich hab's zwar noch nicht ganz drinnen verstanden, aber jetzt muss ich mir noch 2-3 Mal anschauen, aber ja, interessant. Achso, da läuft eine Mission, das müssen wir jetzt tun. Ja gut, dann machen wir das noch schnell und dann machen wir das Assassinengrab. Ich hätte es halt probiert, aber das Neue ist halt schöner. Das 3er meinst du jetzt quasi, oder? Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, wenn ich spiele, ob ich mit der PC-Steuerung dann klarkomme, weil da gibt es ungefähr 5000 Knöpfe, die du drücken kannst. Ja, ich bin ja bei Shooter schon absoluter Legastheniker mit der Tastatur. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal. Es ist ganz einfach, das kannst sogar du. Du machst ja bei so abwerten, Wifi. Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Okay. Ausflug. Ich weiß nicht, Blizzard Stories verstehe ich, wie wenn es am Hund das Fingerpfeifer beibringen. Ja, mir ist nur darum gegangen, um was es in die ersten 2 Teile grob geht. Weißt du schon, weil wenn ich jetzt ihren dritten spiele und ich weiß ungefähr 0 von der Vorgeschichte, um das ist es mir gegangen. So, jetzt machen wir was das Ihnen gerade, Freunde. Wenn ihr schnell rein. Ah, da war die schon, ne? Siehst du das da? Tito, ich bin Valorant so erkackt und vom Herrn. Ja, Shooter, da brauchst du mit mir nicht anfangen. Das kostet einfach. Das kostet einfach komplett in der Pfeifenrauche. Das ist eine Tatsache. Das stehe ich auch dazu, ja? Bazi Gütesiegel. WoW zum Beispiel. Ja gut, da darf man jetzt die Story auch nicht wirklich anschauen. Ja, weil ich das wirklich nicht hinkriege. Frage an Mike, der hat alles probiert, das ist mir oft einfach zu viel, gerade wenn es stressig wird. Und ich sag mal so, das ist alles, wie sage ich dir? Ja, das ist jetzt wieder so eine ganz schlaue Aussage, die was ich da jetzt mache. Aber das ist alles Übungssache. Also, ich weiß, das hört sich jetzt saublöd an. Ich sehe auch so deinen imaginären Baseballschläger gerade in mein Gesicht fliegen. Aber das ist teilweise einfach nur, was du schon gewöhnt bist, so, auf die Art.
Und jedes Spiel ist halt nicht gleich. Es sind halt Spiele, die haben ein wenig schneller, dann gibt es Spiele, die haben ein wenig langsamer, dann gibt es wieder Spiele, die haben beides irgendwie und dann, ja. Und es hat halt auch jedes Spiel gefühlt eine andere Steuerung. Das kommt halt noch dazu. Was war denn das jetzt? Ja, wie gesagt, dann brauchst du ja erst recht nicht wieder. Wenn du ewig lang nichts gespielt hast, ist klar, dass du erst einmal wieder alles, dass du sortieren musst. Weißt du schon? Wo ist quasi, wo haben die Tasten, was für Tasten macht, was für ein Befehl. Aber das ist alles, wenn du da mal wieder ein paar Stunden drin hast, glaube ich, dann ist das wieder ganz normal. Vor allem, wenn du Diablo schon mal gespielt hast. Dann bist du ja eh so in gewisser Art und Weise ein bisschen vertraut damit. Hoppala. So, Assassinengrab, Freunde. So, jetzt habe ich sturmfreies Weib, ist heute mit den Kolleginnen essen. Mr. Highlander, dann machen sie sich einen oder sim halbe auf und genießen sie einen Abend. Der Flausch. Es ist halt krass, ich kann simultan tippen, aber bei Spielen beißt es halt einfach aus. Ja, ist eine Geschichte. So, das Geheimnis des Torre Grossa. Den Torre Grossa infiltrieren und das darin versteckte Assassinensiegel finden. Da haben wir drin. Aha. Ach, das war das. Ja, ja. Okay. Ich finde es immer nice, wie PC-Spieler einen Controller anlangen, wie wenn es giftig war. Ja, das sind so Klischees, Herbert. Ich spiele. Also, ich habe jetzt einen PC seit letztes Jahr Juni. Und ich habe noch kein einziges Spiel mit der Tastatur und mit der Maus gespielt. Warum ist das so? Weil ich nicht anders kenne. Ich kann es nicht anders, ja? Ganz am Anfang habe ich, da hat der eine oder andere gesagt, hey, Alter, spiel doch Resident Evil oder so mit Maus und Tastatur, ist mit Aimen viel besser. Ja, mag's auch. Es hilft aber nichts, wenn ich erst 8 Stunden permanent daneben schieße, bis dass ich mir irgendwas triff, weil ich einfach die Mechanik von der Maus und von der Tastatur nicht drin habe. Assassin's Creed kehrt auch mit dem Controller. Wie gesagt, ich finde, das ist eine Geschmackssache. Ich meine, bei Diablo werde ich mir jetzt tatsächlich einmal auf Maus und Tastatur einlassen, weil ich glaube, dass du da mehr Möglichkeiten hast. Aber wenn man das auch zu wird, sage ich mal, dann steige ich ja da auf den Controller um, weil mir das scheißegal ist. Sag ich, wie es ist. Ja, ich wollte das eigentlich ein wenig sneakier machen, aber gut. So. Dampfe und Bürger sind oben so fern. Die treffen nix. Beim Dampfe weiß ich es nicht. Beim Bürger teilweise. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Wenn einer drauf besteht, dass er mit Maus und Tastatur jetzt das Spiel spielen muss, weil es ein PC-Spiel ist, ja bitte, dann halt ich ihm bestimmt nicht ab davon. Ich verstehe auch nicht, was so weit haben. Ich spiele zwar schon mit Maus und Tastatur, aber es gibt Spiele, die muss man fast mit dem Controller spielen. Ich kann, ja, ist ja so. Ich kann da zum Beispiel, ich kann auch kein Souls-Spiel nicht. Ich hätte Elden Ring niemals mit Maus und Tastatur spielen können. Um Gottes Willen. Das ist ja mit Controller schon schwach nur. Ich meine, ich gehe gern die Meinung mit, dass man sagt, hey, du tust dich bei Shooter mit Maus und Tastatur leichter. Glaube ich sofort. Ja, glaube ich sofort. Aber bei mir ist es einfach, ich hab das nie da. Ich bin seit ich 7-jähriger Bub bin, habe ich immer irgendwas in der Hand gehabt. Ja? Jetzt nicht mein Dödel, falls jetzt auf die Blätter nicht. Den auch, ja, aber, ne, spieletechnisch.
Ob es scheißegal, ob es ein Gameboy, ein Controller oder sonst was war. Price, weil ich mir nicht sicher bin, ob es Crossplay unterstützt. Ob ich dann mit den Leuten am PC spielen kann. Und ich glaube, dass einmal die meisten Diablo da am PC haben. Jetzt mal. Ich hätte es ja auch auf der Switch. Es war ja nicht so, aber auf der Switch ist es anreitig. Das muss ich auch dazu sagen. Hätte mich fast erwischt, der Base der. Ich hab Spyro privat mit der Tastatur gespielt und muss sagen, jetzt brauche ich einen Controller. Ja, das ist dann nochmal die Erkenntnis. Das hätte bei die PC heißen sollen. Bei mir? Ja, ja. Ah, jetzt haben wir in der Stadtbücherei, sehr gut. Ja, ich glaube, ich habe bisher noch kein einziges Spiel auf Steam nicht gehabt, wo es nicht einen Controller unterstützt. Also das war in der heutigen Zeit schon sehr traurig, gell? Ah, den juckt es gar nicht, dass du 300 Groschen liegen, oder? Ich kenne ihn. Hä? Er war doch eben noch hier. Ja, das kannst du fast jetzt nicht Piki machen. Ich hau da gleich mein Zweihänder ins Gesicht. Oder auf den Kopf. Wurscht. Du meinst einen Joystick. Siege, ja, ich meine einen Joystick. So, was haben wir jetzt da? Ah, da oben schaut auch noch. Das splitzt sein Kappballvierer. Ah. Ja, haben wir schon gesehen. Kriegst du das da? Diablo 3 mit Controller am PC ist nicht ganz so easy. Also an der Steuerung wird es ja wohl jetzt den erst nicht scheitern. Ja? Das wird man schon irgendwie hinbringen. Ob jetzt mit Maus und Tastatur oder mit Controller. Eins von beiden. Irgendwas kriegen wir schon. Wenn es einmal soweit ist. Oder ETS mit der Tastatur spielen. Ist auch nicht so ein Premium. Älter, was ist ETS nochmal? Ja, Euro Truck Simulator, gell? Ich muss da bei mir denken, die Abkürzungen muss ich ein wenig überlegen. Weißt du schon? So, die zwei können wir es nicht gepickt machen, da bin ich mir absolut sicher. Da muss man aber erst den zweiten nehmen, weil der gespannt ist sonst. So gehst her. Abflug. Aber an der Kompatibilität. Gut, dann Maus und Tastatur, dann hilft es halt nicht. Wenn's ich kann, kannst das du auch mit der Tastatur. Ich vertraue ihn jetzt da einfach einmal. So. Abflug, Charlie Mangiore. Sie machen den Lampenschirm, ja? Das ist die neue Yoga-Übung, der Lampenschirm. Ja? Für alle, die sich gefragt haben, was das sein soll. So, wie geht's jetzt weiter da um mich? Okay. Hör dir auf, so Arbeit zu machen, Wifi. Genau. Hör auf den Motzog. Was der Motzog sagt, das weiß ich. Meistens. Wo ist er jetzt hin? Nix, ich hab Zauber und hab mit dem Luft aufgelöst. Und du so? Trügen mich meine Augen? Ja. War er nicht eben noch da? Sag mal, bist du dumm? Niente, ich bin zu nervös. Oder einfach blöd? Ey, what do you mean? Warten schau. Das ist nicht Arbeit gemacht, das ist die Wahrheit. Hast du auch gesehen bei Widget und Daisy, das ist einfach noch nichts für mich. Und auf einer Skala von 1 bis 5 bin ich nur 8 Wahnsinn. Schubst einfach. Jetzt mag ich mal Diablo spielen und dann schauen wir weiter. Genau. Einfach mal ganz ruhig der Heal aufverlassen, die ganze Geschichte.
Bis beim Lurk. Mr. Highlander, danke dir für den Lurk und viel Spaß weiterhin. Zwei waren das an der Zahl, wenn ich mich da jetzt nicht verschaut habe. Ah. Oh. Scheiße. Da! Jetzt zeigt er dann definitiv nichts mehr. Ja, was ist dann? Na, okay, egal. Da war aber noch einer. Der ist da oben, glaube ich. Oh, die haben sogar zu zweit. Hier hast du Ekkolo! Da! Da! Ja, wenn's meint. Du entkommst uns nicht. Das ist ja nicht mein Plan. Der sticht den nicht bewusst. Augen aus, meine, hä? Ach, da geht's noch weiter auf. Na dann. Da unten. Okay. Ich hab mir überlegt. Ah, das... Ja, okay. Die Kern musst du erst sehen. Aber ich hätte mir jetzt eigentlich schon wieder irgendwo hinspringen sollen, wo ich nicht hin soll. Ja, nice. Haben wir so schon. Mir wundert so, dass es immer noch nur 250 Fluorid haben, die wo man da findet jeweils. Da hätten schon 500 Springer lassen können. Aber gut. Und Geld scheitert so an dem Spiel nicht. Gut. Assassinengrab Nummer 3 wäre abgeschlossen, Freunde der Sonne. Zauberhaft. Absolut zauberhaft. Ich glaube, dass wir am Ezio mal bei Zeiten ein anderes Outfit gönnen. Also beziehungsweise vielleicht mal eine andere Farbe. Müssen wir mal schauen. Vielleicht läuft uns irgendeine Zeit, was zauberhaft ausschaut. Gut. So, jetzt brauchen wir auf alle Fälle mal eine Schnellreisestation. Weil ich möchte jetzt Geld ausgeben in Montericcione. Ich glaube, dass wir nämlich jetzt schon mittlerweile 12.000 in der Truhe haben. Und eventuell, kriminell, können wir jetzt unseren Stuff fast ganz ausbauen.
Das haben wir schon gemacht. Das ist schon Ausblicher. Und wir haben ja selber da auch noch 11.354 Florin umeinander hängen. Ah, 6 ist da, 13.333. Mehr Dreier ist mir gut, Freunde der Sonne. Kann man jetzt auch zweideutig verstehen. Aber so ist es nicht gemeint. Ihr wisst, ich habe nur das Beste. Ihr wisst, dass ich nur ehrenhaft handle. Wenn ihr nicht mit eurem Einkauf zufrieden seid, biete ich einen Umtausch für jedes andere Werk. Unter ein paar geringfügigen Bedingungen, versteht sich. So. Also ich hätte mir da schon 18 Mal Füße gebrochen, wenn ich die springen müsste, was der springt. So, ab zur Villa. Sinnlos Geld ausgeben. Ist gut, habe ich gehört. So. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, einen Schmied habe ich. Ist eins für die letzten Sachen, die ich noch ausbauen muss. Jetzt wird auch die Villa schon langsam schöner. Ja, 24.138 Florin, das nehmen wir. Buongiorno. Salute, Sir Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? So, was haben wir jetzt noch? Oi, ja, wir haben noch zwei Kunsthändler und zweimal. Ich habe einen Schmied schon voll. Lol. Ja, wir brauchen nur noch Bank zweimal und Schmied zweimal. Und Kunsthändler zweimal. Jetzt noch mit 9.000. Von den restlichen 10.000 möchte ich mir schnell zum Schmied schauen, ob wir uns besser in die Ausrüstung jetzt schon langsam mal können. Weil der Kunsthändler, ganz ehrlich, werde ich eh nicht wirklich hernehmen. So. Ist für mich hätte man erst einmal jetzt mal schon langsam mal ein bisschen besser in die Ausrüstung schauen, weil wir laufen eigentlich immer noch mit der Standardausrüstung rum. Und vielleicht haben wir andere Waffen. Schauen wir mal, was er hat. Ja, Rüstung hat auf alle Fälle einiges. Waffen. Rumsäbel, das hört sich gut an. Oh fuck, das hat schon 9.000 gekostet. Lol. Okay. Ja, dann bleibt natürlich jetzt für die Rüstung nicht mehr so viel hängen. Gut, das kaufen wir uns von unserem nächsten Budget. Oh, schau hin. Zauberhaft. Schöner Säbel. Gut. Wo müssen wir denn mir jetzt eigentlich hin? Das ist die nächste Frage. Da oben. Nach Florenz. So, okay. Gut. Hauptmission ist jetzt wo? Ja, ist jetzt wahrscheinlich egal, oder? Gehen wir aber einfach ein wenig zentral. Leonardos Werkstatt, dann haben wir hübsch mittig von in der Stadt. Das meine ich passt ihm. Die Stadtwache sucht neue Rekruten für Straßenpatrouillen und als Reservisten. Warum also mit gedungenen Söldnern dienen? Da kann man eigentlich sprinten, na, geht doch langsam schneller. Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Adler? Ah, gut, dass da Leute drin ist. Perfekt.
Okay, das sind nicht meine Land auf dem Balken, aber gut. Alter, das wenn ich hätte jetzt fällt mir eigentlich gerade ein, ich hätte mir vorher, wie wir beim Schnellreisepunkt rausgekommen haben, hätte ich eigentlich auf die Map schauen können und hätte dann von da aus wieder weiterreisen können. Dass wir wegen näher an dem Punkt haben, der ist ja doch ganz schön weit weg. Egel. Egel, Mr. Herbert. Nicht Igel, Egel. Wahrscheinlich Blutegel. Aber Igel war auch mal ganz witzig. So akupunkturmäßig. Sehr beeindruckend. Gut. Verhaltet euch besser fern. Bleibt zurück! Hilfe, Wache! Ein Mörder! Richtig. Jesus, verschone mich! Wenn er mich schon als Mörder bezeichnet, muss ich haushalten. Gut, bin ich eigentlich in der Hinsicht da. Wie sind wir schon wieder? Lädt mich am Arsch. Wieder eine Stunde runtergehauen. Blut. In die Berge reisen. Jawohl. Das Schwert erinnert mich, ist ein Hommage an Demon's Souls, ja, Freunde der Sonne. Für alle, die wo da noch nicht dabei waren damals. Gut, so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Schaut's auf YouTube, da haben die ganzen Wots gespeichert von unserem Demon's Souls Platin Guide. Der übrigens noch nicht vollendet ist, den müssen wir noch weiterspielen. Das weiß ich aber noch nicht, wann wir das tun. Aber da findet sich schon mit Zeit. Leute, ich hol mir schnell kurz was zum Trinken, ich bin gleich wieder da. So. Ja, gute zuckerfreie Mezzo mit Spezi. Dauerhaft. Prost. Auf eng quasi gegen. Merci fürs Dosen. Merci fürs Zuschauen. Merci fürs Supporten, was das wie es ist. Freut mich immer wieder, dass wir uns überall an dem Ort und an der Stelle da zusammenfinden können. Zauberhaft. Flauschig. So, machen wir weiter. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich Oh. arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel. Ich halte das nicht aus. Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht... Die Sequenz wird richtig geil, Freunde. Ich warte gerade, bis mein grilltes Fleisch fertig ist. Oh, zauberhaft. Bei mir gibt es heute noch einen Fisch. Der Leonardo ist so geil in dem Spiel, wie er sich immer gefreut. Leonardo ist absoluter Ehrenbase. Gibt's gar nichts.
Gibt's gar nichts. Und jetzt lernen wir dann noch eine Ehrenbazierin kennen. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich. Ja, so ungefähr. Sie versuchen drauf zu klettern. Wirf sie wieder ab. Das sagst du so einfach. Ed, jemand ist oben drauf. Fahr ihn Kurven, um ihn abzuwerfen. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Ja, wo sie jetzt sollen anwerfen oder sie Kutschen nicht kippen lassen? Wie war das Name Mr. Ingenieur? Oder Künstler, was auch immer. Ist eigentlich gefühlt eh alles. Das war im Brotherhood, Billinger. Ich weiß aber, weil du meinst, und das ist auch richtig geil. Auf Brotherhood könnt ihr euch freuen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, wenn man das einmal spielen. Das dauert allerdings noch Zeit. Scheiße, die Kurven habe ich jetzt eng. Aber sorry. Das habe ich tatsächlich auch noch nie geschafft, dass ich die Kutschen zum Kentern bringe. Muss ich jetzt zu meiner Verteidigung ausnahmsweise mal dazu sagen. Das ist das erste Mal. So, jetzt Moment. Kann man, jetzt pass auf, das möchte ich jetzt mal probieren. Kann man die eigentlich auch abschütteln, wenn die da am Rand hängen, wenn ich am Felsen entlang fahre? Das müsste da eigentlich gehen, oder? Probieren wir jetzt. Ah, das geht sogar. Dann können sie die Borgias an die reiben. Das wird ein bisschen hart. Pass auf, hinter dir! Tu irgendwas! Was war denn das jetzt? Komisch, dass unser Pferd gerade noch so drüber kommt. Du schau, dass du runterkommst von meiner Kutschen, du Arschloch, du. Ja, Kutschen wieder gerade stehen lassen. Die Sequenz habe ich gar nicht mehr so lange in Erinnerung. Ja. Da steht das sehr amüriert. Ah ja. Los, Leonardo. Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Aha.
So, und von was für einem Forschungszug kommt es jetzt? Oh, die hat einmal Hacke. Hacke tu ich auf 10. Passt. Oh, schau ich, was das Schwert Schaden macht. Hintertupfinger Fasching auch. Ah, schön. Das schönte sich. Und ein Salter schluckt auch noch. Super Sache. Ja. Zauberhaft. Ich glaube, jetzt haben wir mit der Sequenz fertig, oder? Ja. Ja. Schöne Sache. Schöne Sache. Kämen wir gut voran, tatsächlich. Wenn man mal überlegt, jetzt kämen wir schon gleich nach Venedig. Venedig ist eigentlich... Ja, ist eigentlich so wirklich das letzte Gebiet, wo wir uns hauptsächlich aufhalten. Jetzt haben wir aber vorher noch ganz woanders. Da lernen wir jetzt gleich eine absolute Ehrenfrau kennen. Ja? Gut über die Handelsmetropole. Ja, auch damals schon. Brauchen wir aber erst einmal ein wenig einen Überblick, was da Sache ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Aussichtstürme das in Romagna vorliegt. Muss da noch mal schauen. Aber ich glaube, das sind nicht zwei. Ja, das hält sich in Grenzen. 1, 2, 3, 4, 5, okay, das hält sich doch nicht in Grenzen. Das sind wir. Ja, da können wir noch und noch ein wenig machen jetzt. Handweg, der Großteil des frühen Handels von Bayern ist über Venedig gelaufen. Tatsächlich? Also, falls irgendwie Grundschüler da sind, was ich nicht glaube, bei Mr. John Sigi, der liefert interessante Infos für einen Geschichtsunterricht. Forli. Oh, da ist eine Codex-Seiten. Freunde, Codex-Seiten, die brauchen wir. Geld! Welch großes Glück! Ja, Geld! Welch Glück! Er lässt sie die... Oh Mann, Hand ist Langweiler, die lassen sie nicht anstecken. Gut, dann brauchen wir Noten, dann hilft es nichts. Mitkommen. Und wenn es ist, gibt es noch einen Dampfer als Vertretungslehrer. Der was erstaunlich viel über das Ganze zeigt, da, ja. So, nachdem ich die jetzt einfach einmal ausgeraubt habe, nehmen wir uns den Aussichtsturm auch gleich noch zur Brust. Ich bin tatsächlich erst letztes Mal, bevor wir einen Stream ausgemacht haben, draufgekommen, dass man ja die Wochen eigentlich auch mit irgendwie diversen
Grüppchen ablenken kann. Da müssen wir nicht jetzt mal einen Kampf anfangen und unnötig unseren Anonym-Status aufs Spiel setzen. Wenn man so will. Ja. Da gibt's, glaube ich, auch Assassinengrab da drin, oder? Ja, tatsächlich. Machen wir vielleicht heute noch. Jetzt machen wir erst die Türme, weil ich glaube, ansonsten gibt es da keine Mission, nicht außer eine gewisse Dame zu unterstützen. Dann kann man ja eigentlich das Assassinengrab auch gleich noch mitnehmen. Was darf man da verhalten? Das, glaube ich, war eine Idee, oder? Kommt, Freunde. Diese neuen Minen. So, rüsten wir uns einmal ein wenig mit. Ja, die Helmschmiedrüstung, die ist halt schon zauberhaft, gell? Also, kannst wirklich nichts sagen, aber die kann man halt einfach momentan nicht leisten. Ich möchte jetzt nicht einfach irgendeinen so einen Schund kaufen, der wo eigentlich schlechter ist. Ja, dann sparen wir noch ein wenig. Später. Ciao. Ah, da ist noch mehr Kodex sein. Oh, und da haben wir ein Symbol. Flickt eure Wunden, Was haben wir denn da? Ich bin ein Oh, Rätselzeit, Freunde. Das ist schon besser. Ich bin ein Glückspilz. Mein großes Glück. Vorausgesetzt, ich finde, wo das ist. Beziehungsweise, kommt man da überhaupt auf? Kommt man gar nicht auf. Da oben ist ein Town. Ah, da ist er. Ja, und wie komme ich da jetzt hin? Über den Turm. Da bin ich jetzt gespannt, was das für ein Rätsel ist. Die letzten waren ja schon nicht einmal so übel. Wenn wir schon drauf vorbeilaufen. Erst gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde, bewirken seine Kräfte Wunder. Dann, abgenutzt von der Zeit, auseinandergerissen und unter einem roten Meer versteckt, Erneuerer der Zeit. Ich verstehe gerade Bahnhof. Was bitte? Ich verstehe überhaupt nichts. Erneuerer der Zeit. Unter einem roten Meer versteckt. Also ich sag's Ihnen jetzt einmal ganz ehrlich, wie es ist, der Text, unter dem Text verstehe ich jetzt eigentlich nur Bahnhof. Ich glaube, dass wir irgendwo sagen mengen von wegen irgendwelche Personen, die erneut, also ein neues Zeitalter hervorgerufen haben. Aber wo er jetzt mit dem Opfer meint. Und das Rote Meer, das ist halt das Roten ist halt hervorgekommen. Warte mal, gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wird, bewirken seine Kräfte Wunder, dann abgenutzt von der Zeit. Oder ist das eher das? Soll das ein Jesus darstellen? Das ist jetzt die Frage.
Abgenutzt von der Zeit und auseinandergerissen und unter einem roten Meer versteckt. Die Frage ist jetzt, was ist das Rote Meer? Boah, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was mir das Rätsel sagen soll. Mozart, hau mir die Lösung her. Ich hab keinen Plan, was mir die da sagen wollen. Ich vermute mal, dass da noch 2, 3 so Rätsel kommen, aber wie gesagt, der Text sagt mir halt gar nichts. Zwei, 6, 9. 2, 6, 9. So hätte der Anfang sein. Drei. Und 10. Also der Text sagt mir halt überhaupt nichts. Dieses scheint etwas mit ihrer Kleidung zu tun zu haben. Jesus erscheint zweimal. Er hat auch was damit zu tun. Ach, da geht's um Kleidung. Dieses scheint etwas mit ihrer Kleidung zu tun zu haben. Jesus erscheint zweimal. Er hat auch was damit zu tun. Moment einmal. Rot. Okay, jetzt pass auf. Rot. Er ist auch rot. Zählen wir den mit als rot? Gut, weil dies wird erwähnt. Gut, er wird halt nicht zweimal dazugehören. Da ist auch noch irgendwas Rotes drauf. Da halt eigentlich auch, aber ja, das ist keine Ahnung. Dieses scheint etwas mit ihrer Kleidung zu tun zu haben. Jesus erscheint zweimal. Er hat auch was damit zu tun. Ja, keine Ahnung. Dieses scheint etwas mit ihrer Kleidung zu tun zu haben. Jesus erscheint zweimal. Er hat auch was damit zu tun. Egal. Keine Ahnung. Ist mir zu kompliziert. So, okay, da bin ich ganz ehrlich, da hab ich keinen Plan, was mir die da sagen wollen. Aber nicht ohne Grund damals einfach YouTube als Hilfe dazu genommen, weil das hätte ich, da meine ich da heute noch sitzen. Noch 15 Jahre gefühlt. So einen ähnlichen Turm gibt es in Venedig dann auch. So, wo ist jetzt da der Haiwung? Weil ich sehe mich schon wieder massivst daneben springen. Ach, da unten ist er, okay. Ja, wie damals auch das eine oder andere Mal gern daneben gesprungen. So, da ist ein Codex-Seiten, das ist gut für uns. Jetzt brauchen wir da. Aha. Ja, die feiern sogar noch. Gut.
Das ist schon wieder eine. Okay, da gibt es ein paar mehr Codex-Seiten. Muss ich direkt noch mal schauen. Nicht, dass wir in San Gimignano auch eine übersehen haben, aber ich glaube nicht. So ein Zufall, dass überall immer so eine Truppen haben, die wo wir helfen können. Für euch. Die werde ich sicher nie vergessen. Ja, jetzt hast du die Lösung quasi, oder was? Ja, das ist ja wurscht. Wie gesagt, die Rätsel, die haben ja jetzt nicht unbedingt relevant. Nur so ein Gimmick. 1, 3, 5, 6, 10. Ist das der Turm außerhalb, oder was? Tatsächlich. Okay, die haben jetzt... Achso, die haben jetzt alle außerhalb. Ja, okay, gut, dann. Ist egal. Also so außerhalb von der... Also die Gegend generell, die schaut sehr miefig aus, sag ich jetzt einmal, ja. Das ist schon wegen... Ja, mehr so sumpfig, tatsächlich. Gut, liegt halt auch direkt am Meer, also immer, was soll ich erwarten? So, ich wollte gerade sagen, da wäre du den erst aufgekommen. Ja, machen wir ein bisschen Exploration, das hilft auch nicht. Gehört einmal dazu. Da haben wir auch nichts übersehen. Sigi, ich danke dir fürs Zuschauen. Viel Spaß noch weiterhin mit deinem Termin an, wo auch immer du jetzt hingehst. Und einen schönen Abend dir. Danke dir fürs Dasein. Bis bald. Ja, doch, das machen wir der Vollständigkeit halber machen wir das jetzt einfach. Das hilft jetzt eh nicht. Da können wir nämlich sowieso nie wieder her dann. Außer im DLC, glaube ich. Im DLC können wir dann da mal her. Dann schaut's nicht, wenn wir schon alles aufdeckt haben. Fichterli, grüß dich! Schneller! Ja, der kann halt nicht so schnell. Fichterli, alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Schnell, du kommst rein und kriegst straight einen Shoutout. Ist doch zauberhaft. Leider jetzt gerne mal bei der Fichterli vorbeischauen, wer die junge Dame noch nicht kennt. Eine sehr liebe und aufrichtige Person. Macht sehr guten Content. Lohnt sich auf alle Fälle, da mal vorbeizuschauen. Bitte, Dankeschön. Gerade zur Tür rein, ich bin durch. Was, du bist jetzt eben in der Arbeit, oder wie? Heilige Scheiße. Oh. Mrs. Fichterli, dann wünsche ich einen angenehmen Feierabend. Zurücklehnen, 1 oder 5 Glas Wein aufmachen, im Zweifelsfall von mir aus ein Bier, ist wurscht. Und entspannt in den Abend starten. Morgen ist Freitag, wir haben es fast geschafft für die Woche, ja? Und morgen geht's weiter. Ja, gut, dass morgen Wochenende ist dann. Das müsste jetzt... Ach, da oben ist auch noch... Ja, scheiße, das werden ich jetzt gleich sehen. Ja, ist ja wurscht. Machen wir eine Rundreise. Und gleich noch für einen gewissen Herren den Blizzard klein und
Sagt's mir jetzt bitte nicht, dass ich zwar jetzt auch das Diablo 3 spielen anfangt. Ist das wirklich... Ich muss mir jetzt noch Diablo 3 installieren. Freunde, das wird nicht mehr anders. Das wird nicht mehr anders. Jetzt kann ich eigentlich schon gleich gar nicht mehr aus. Jetzt haben wir ja schon fast... Jetzt kann man schon gleich 2 Lobbys machen. Du speist das seit Release. Oha. Mrs. Fichterli. Jetzt, du bist die Nächste, die wo man da mal wahrscheinlich das eine oder andere beibringen kann. Ja, der Mr. Mozza kann sich schon... Also haben sie eigentlich... Ich glaube, dass wir mir jetzt da im Chat 6 oder 7 Leute haben, die wo Diablo 3 spielen. Und ich gehöre bald auch dazu. Wieder. Oder... Das heißt, ich möchte es einmal intensiver probieren, sagen wir es so. Damit hast du deine Streamer-Karriere gestartet. Okay. Ja, ich hab's mal auf der Switch angespielt. Damals, weil es bei Switch-Release noch nicht so viel wirklich gute Titel gegeben hat. Und da habe ich mir Diablo 3 gegönnt. Und das habe ich mal so 3, 4 Stunden oder 5 Stunden gespielt und dann aber nie wieder angelangt. Und jetzt habe ich erfahren, also durch das, dass wir uns im letzten Stream ja so ein bisschen ein paar Trailer angeschaut haben, und da war halt unter anderem auch Diablo 4, der Cinematic-Trailer dabei, ist jetzt irgendwie jeder auf Diablo 3. So. Und ich irgendwie auch ein wenig. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich hol mir es eh auf dem PC. Ich werde es mir sowieso auf PC holen. Weil für das habe ich ihn ja, offensichtlich. Wenn der jetzt wieder in der Stadt ist, dann flippe ich aus. PC Standalone. Eben genau deswegen möchte man es auf PC holen. Und es schaut ja auch besser aus, abgesehen davon. Ich meine jetzt die paar Euro hier oder her. Das soll jetzt nicht das Thema sein. In der Gruppe macht es viel Spaß. Ja, eben, das glaube ich. Das glaube ich. Ich habe es ja damals komplett allein gespielt. So, da laufst du halt durch deine Dungeons da durch und denkst du halt, ja, gepeilt habe ich gar nichts. Was man machen muss, wie man es machen muss, was man ausrüsten kann, was man nicht ausrüsten soll. Lauter so Zeit. Ist ja doch sehr tiefsinnig, das Spiel. Ja. Von daher ist bei damals halt so ein bisschen der Lehrmeister in dem ganzen abgegangen. Obwohl ich mir in solche Spiele eigentlich immer relativ gut einfuchsen kann, aber Diablo war mir dann doch ein bisschen eine Nummer zu groß, was das angeht. Aber da sind ja halt, wie wir relativ schnell festgestellt haben, beim letzten Stream viele die Diablo 3 spielen. Diablo 3 tiefsinnig? Ja, von den Mechaniken her meine ich jetzt. Ja, ich hab vorher schon mal geschaut. Das werd ich mir wahrscheinlich auch holen, Wifi. Das für 40 Euro. Ach übrigens, Plague Tale habe ich mir schon geholt. Ist schon auf Steam. Kennt nur noch installiert. Ich habe bei dem Spiel auch zum einzigen Mal meinen Paps mit großen Augen um die Special Edition gebeten und beide Boxen bekommen. So einen absoluten Gönner, Papi. Sehr schön. Aber Diablo 3 ist doch schon ewig draußen, oder? Wann ist das released worden? Gegangen da 10 Jahre? Das ist schon alt, oder? Also, in Anführungszeichen. Braver Papa. Auf alle Fälle. So kehrt sich das. Wow, unser Truhe ist schon wieder ganz gewaltig voll. Die ist kurz vorm Platzen. 10 Jahre mindestens. Schon, oder? Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass Diablo 3 mindestens schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Ist eigentlich eh Wahnsinn, dass dann so lang kein Nachfolger gekommen ist. Elf oder 12 müsste es sein. Müssen wir noch mal schauen, wann Release war. Ein Arbeitskollege von mir hat das tatsächlich auch mal eine ganze Zeit lang gespielt, bevor er LOL angefangen hat. Mal schauen, vielleicht kann ich ihn auch wieder mal dazu begeistern. Aber ich glaube wahrscheinlich eher nicht, weil der ist ein SW hängen geblieben. Das 2er war von 2000 bis und dann war es als 3er, glaube ich, 2010 oder so. Ja, ich hätte jetzt auch irgendwie so den Zeitraum, so zu 2008, 2010.
So um den Dreh, plus minus. Muss ich da, aber wünsche euch was. Mr. Verb, eine angenehme Nachtschicht. Schaut's mal. Ich wünsche eine angenehme Nachtschicht. Merci fürs Zuschauen. Lasst dich nicht ärgern. Und bis bald. Danke dir, dass du da warst. Wir machen nicht mehr allzu lang. Werden wir die Aussichtstürme noch holen und dann schauen wir vielleicht noch ins Assassinengrab. Oder machen wir das nächste Mal. Müssen wir mal schauen. Irgendwas reißen wir schon. Gut. So, jetzt müssen wir nach Haram und Riese nur noch einen einzigen Turm haben, oder? Und der ist da drüben. Exakt. Perfekt. Hey, da ist eine Truhe, die will ich übersehen. Man, ist ja nicht so, dass ich jede Truhe mitnehme, aber was ich nicht sage, kann ja nicht looten, sag ich jetzt mal. Aber die Mühe machen wir nicht, dass ich jede Kiste mitnehme. Also, was heißt jede mitnehmen? Jede Kiste suche. Sag mal, gibt's da nicht irgendwo ein Pferdl? Das gibt's ja nicht. Du musst da mal irgendwo ein Pferdl zum Reiten finden. Ich sag Kutschenwegen, aber kein Pferdl. Ah, da ist ein Pferdl, sehr gut. Siehst, man muss gerade schimpfen. Man muss gerade schimpfen, dann kommt das von allein. Du bist der Spinner, wenn du so alles normal laufen musst. Hoppala. Ah, das ist der Turm dahinter, okay. Hoppala. Ah, wo man so sucht, geht's ein wenig leichter. Hallo? Ezio? You serious? Na gut, dann halt nicht. Dann halt so. Gut, Türme haben wir. Glaube ich. So. Werden wir noch mit Double confirmen, dass es auch wirklich so ist. Jawollo. Das ist zauberhaft. So. Sind wir. Jetzt machen wir das Assassinengrab noch, Freunde der Sonne. Damit wir noch ein bisschen was zum Sehen kriegen. Da meine ich, war der Zugang knapp innerhalb von der Mauer. Um mich jetzt aber auch täuschen, aber ich glaube, das war so. Da meine ich, hat man sogar durchtauchen können. Da in Assassin's Creed 2 haben die Assassinen übrigens schon schwimmen können, ja? Das hat der erste, der alte hier noch nicht schwimmen können. Hä? Wie kommen wir jetzt da? Ah. Irgendwas muss er ja lernen in ein paar tausend Jahren. Ja, man möcht's meinen, Motzok. Wenn er sonst nichts kann, aber tauchen kann. Und schwimmen. Ah, da hinten war's grob, okay. Und
und Kopfsprünge hat er gelernt. Ach, Dauer kann man nur, wenn man langsam schwimmt. Okay, jetzt halt. Rocca di Ravaldino. Wie immer. Gut, schauen wir uns das noch. Und das kann ich mir jetzt gerade gar nicht mehr erinnern. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Das Geheimnis von Ravaldino. Rocca di Ravaldino infiltrieren und das darin versteckte Assassinensiegel finden. Wenn wir einen dezenten Kipp auf die andere Seite nochmal. Alter, ich kann mich an das grob überhaupt nicht mehr erinnern. Also, dass in Romania eins war, ja. Oh, das ist auf Zeit gegangen. Ah, okay, jetzt weiß ich es wieder. Hä? Ich bin jetzt. Warte mal. Ah. Mhm. Okay, alles klar. Wir waren voll in der Kanalisation. Oh. Der fliegt tief, das sag ich. Und der da auch. Hoffe ich. Weil ja wahrscheinlich erwischt mich dann wieder jeder, aber gut. Ah, leider nicht ins Wasser gefallen. So, da müssen wir jetzt aufpassen, weil die Hand... genau, wenn ich jetzt da umspringe, dann hat's mich. Okay. Clean. Clean, clean. Okay, das war da einfach gewesen. Okay. Moment. Man muss schon da um mich. Ja. Laju! Schneller! Er kommt! Gut, scheiß wieder Ruhe.
Okay, das ist wieder Heavy. Ah, das geht auf Zeit. Okay. Gut, relativ. Relativ. War nicht tragisch. So, oder? Also du musst dein Gewicht erst einmal halten, wenn du mit einem Arm da in der Luft hängst. Oh, kann auch mal was. Lekantoffee. Heilige Scheiße. Den kann ich da warten. Gut, oder auch nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob er nochmal hergegangen war, aber vorsichtshalber. Der dreht bestimmt gleich um. Sag ich doch. Der stellt sich aber daher. Der hat sich vorher auch daher gestellt, kurz. Glaube ich. Weiß zwar nicht, ob das für ihn so geplant war, aber ich nehm's dankend. Okay, der geht da um mich. Wieso hab ich den... Oh, da muss ich jetzt aufpassen, weil die sehen mich sonst. Der haben nur noch zu zweit jetzt. Okay, nice. Jetzt ist er da hinten und der Dicke da vorne. Passt. Der stellt sich an den Highwohner her und den Dicken, den überwältigt man halt dann einfach. Das wird ihm schon. Ich glaube zumindest, dass der daher geht. Oder auch nicht. Nein, der geht ja gerade da nicht vorbei. Gut, dann stich ich den anderweitig ab. So. Nur noch der Dicke über. Gut. Wo ist jetzt da mal hingegangen? Da hinten, glaube ich, oder? Also kommt noch mal was. Okay. Okay, das ist auf Zeit gegangen. Easy.
Dann müssen wir jetzt rein theoretisch noch genau 2 Assassinengräber haben und die haben in Venedig. Und eins davor hat ein geiles Easter Egg. Wer ringt dann vorführen, wenn es einmal soweit ist? Gut. Schöne Sache. Vier von 6 Siegeln gefunden. Können wir wieder bei der Kanalisation aus dem Deckel aus, ja? Wahrscheinlich. Gut. Zauberhaft. Freunde der Sonne. Jetzt pass auf, da ist ein Schmied. Jetzt haben wir 8000. Kann man... Moment, andere Sache. Ich möchte schauen, was man... Das der jetzt noch schnell geschwind. Ob es andere Farben gibt. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatäpfel. Ich habe einige feine... Kleiderfärben. Das schaut komisch aus. Das Stahlgrau schaut irgendwie cool aus. Oh, Ebenholz schaut geil aus. Elfenbein haben wir auch noch. Ui, eine schwarze Assassinentracht. Das war irgendwie auch zauberhaft. Hab Dank. Bis zum nächsten Mal, Herr. Ja? Ja, das hat irgendetwas. Mit dem Rot dazu. Ja, Fäscherbuhr ist er. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Ich wollte ihn eigentlich nur umschubsen. Ja gut, ist egal. So. Freunde der Sonne, wie auch immer. An der Stelle. Da machen wir nächstes Mal weiter. Nächstes Mal schauen wir uns an, wen wir da in Vorlina kennenlernen. Und wir werden uns nach Venedig begeben. Da wo dann eigentlich mehr oder weniger so die Haupthandlung stattfinden wird. Kimi, wieder geht er, ich bin ja noch da. Oh, was ist das? Seasons sind temporäre Wettkämpfe. Jede Season hat ihr eigenes Thema und eigene Preise, die man gewinnen kann. Ach, da geht's jetzt um Diablo. Okay. Ja, da muss ich jetzt dann gleich einmal lernen. Also wie gesagt, das werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht entgehen lassen können. Das hilft jetzt einmal nicht. Was ist das, was extra? Also ich tippe mal, das ist im Spiel inbegriffen. Glaube ich jetzt mal. Also es war komisch, wenn nicht, sagen wir es so. Aber gut, was weiß ich schon, Blizzard und so. Ich hab glaube ich, noch nie ein Blizzard-Spiel gespielt. Ist dabei. Naja. Es war ja komisch, wenn du für einen Online-Multiplayer in einem Spiel, wo du schon erwirbst, noch mal extra zahlen müsstest. Das war ein wenig seltsam. Das darf ich wirklich ein wenig seltsam finden. Brauchst auf jeden Fall Reaper of Souls dafür, ja, das ist dabei, meine ich. Muss ich mir jetzt dann genauer anschauen, aber... Naja. Ist nicht inbegriffen. Ja gut, Reaper of Souls ist ja das DLC, oder? Das ist ja wieder was anderes. Gut, so, Freunde der Sonne. Ich hoffe, in Gott der... Ja, der doch spontane Stream, so spontan war es ja nicht. Vorhin. Das war es aber definitiv für die Woche. Gemäß dem Fall, Sonntag ist es wieder nicht schön. Ja, wenn es sonntags wieder kreiselig ist bei uns, dann kann es sein, dass ich Sonntag nochmal live komme, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Ja, ihr meint eigentlich schön. Was heißt, dass ich den ganzen Tag auf dem Tennisturnier bin, bei uns im Verein. Ja? Das heißt, da wird es dann kein Stream nicht gehen. Samstag habe ich auch keine Zeit nicht. Genau. Das heißt, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Aber da weiß ich noch nicht wann.
by the way, Mozart, du bist im Discord-Channel, wir müssen uns dann noch schnell kurz zusammenschmerzen. Wegen nächster Woche. Weil nächste Woche spielen der Mozart und ich miteinander It Takes Two. Ja? Das wird eine geschmeidige Sache. Das heißt, das wird uns als nächstes Projekt so ein bisschen begleiten. Oder beziehungsweise ein Mozart und mich begleiten, so muss man sagen. Die einen oder anderen kennen das Spiel schon, ich kenne es zum Beispiel kaum. Und bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ja? Dann haben wir da auch schon wieder ein Programm für die nächsten Tage, Wochen, wie auch immer. Genau, weil Assassin's Creed 2 läuft unabhängig davon weiter. So, jetzt muss ich mal schnell schauen. Red verschlagt der Highlander, ja, das wird jetzt gerade. Ja gut, er ist ja der Einzige. Gut, Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein wenig taugt und habe euch ein wenig einen schönen Feierabend bescheren können. Da geht es zu meinem Discord-Server für die noch nicht drauf haben, wobei das die meisten wahrscheinlich eh schon haben. Wir haben auch noch einen Raid-Command, den hau auch ich noch schnell rein, weil sonst ist ja den ganzen Tag nichts da. Den haben wir übrigens umgestellt. Ja? Die geschubsten Bazis sind da. Ja? Du hast jetzt nicht mehr Bazi-Raids, auf das hat mir der Mozart gebracht. Die Idee habe ich für gut befunden, die Idee habe ich gleich umgesetzt. Und ansonsten habe ich eigentlich eh nichts weiter zum sagen. Außer, dass man jetzt gleich einen Fisch ins Maul einschiebt. Beziehungsweise erstmal einen Ofen. Ja. Genau. Dann sage ich noch mit Merci. Ich raiden jetzt zum Highlander weiter. Der war, genau, GSC Hubs. Ich raiden jetzt zum Highlander weiter, der war vorher da. Beziehungsweise ist vielleicht sogar noch im Lurk, ich weiß es nicht. Der streamt Horizon Zero Dawn. Überlege ich auch, ob wir das tatsächlich einmal on-stream spielen, aber wann, weiß ich halt noch nicht, aber es ist einmal in meiner Gedankenliste vorhanden. Ist meine Freundin heimgekommen oder was? Nein, die kommt erst morgen Mittag. Das war jetzt nicht. Genau. Der streamt Horizon Zero Dawn und ja, ist auch Road to Affiliate, also Leute, Daumen gönnen. Ja, ist auch ein bayerischer Streamer. Ziemlich sympathischer Kerl. Und Support tut eigentlich nicht weh, ja, und der Following-Button tut ihn gar nicht weh. Ja. By the way, falls noch einer da ist, der noch nicht gefollowt hat, los auch du gerne mal ein Following da, weil, wie gesagt, ist nicht kostenlos. Ist kostenlos. So. Genau. Leute, in diesem Sinne, Pfiat euch, habt einen schönen Abend. Kommt's gut ins schöne Wochenende. Ich wünsche euch auch schon mal ein schönes Wochenende, weil ich davon ausgehe, dass wir uns nicht mehr hören. Ja. Viel Spaß beim Highlander, Liebe da lassen. Pfiat euch. Bis spätestens nächste Woche. Beziehungsweise sitzen wir jetzt gleich noch wegen ins Discord. Also wer Bock hat zum Schmatzen und hin und her, ne? Ihr wisst Bescheid. Gleichzeitig.